Zum vermutlich letzten Mal begrüße ich euch zurück zum Let's Play von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir haben soweit alles gemacht, was ich machen wollte. Wir haben Sephiroth besiegt, oh yeah. Wir haben noch die restlichen Organisationsmitglieder platt gemacht, damit wir jetzt wirklich sagen können, in einem Spiel haben wir alle Organisationsmitglieder besiegt, bis auf Sion, wenn man sie dazu zählen möchte. Sieht jeder ein bisschen anders und also sprich auch eben diese abwesenden Silhouetten haben wir besiegt. Und wir haben auch das Ultima-Schwert erhalten. Ja, das noch in der letzten Folge. Haben das noch gemacht und ja, eigentlich können wir direkt schon starten mit dem Abschlusskampf gegen Xemnas. Ja, eigentlich gäbe es natürlich schon noch was zu tun. Ja. Es würde noch darum gehen, dass wir uns bemühen könnten für die geheime Endsequenz freizuschalten. Ich meine, ich werde sie so oder so noch irgendwie im letzten Part, im Abspann dann noch integrieren, aber ja, wenn man halt den geheimen Abspann noch sehen möchte, müsste man halt noch Jiminy's Tagebuch komplettieren, also hier überall das Mickey-Symbol da rechts haben, bei dem Punkt. Das würde bedeuten, wir müssen sowieso das Spiel zweimal durchspielen, weil wir müssen auch nochmal zurück nach Waiting Garden, dort in diesen seltsamen Bereich, wo ich da 4-5 Folgen so grandios verkackt habe. Ich weiß den Namen nicht mehr. Da geht es noch darum, dass noch Datenkonstrukte von bestimmten Gegnern, also in dem Fall halt alle Organisationsmitglieder auf Hardcore besiegen müssten, inklusive nochmal Roxas. Und dann würden wir, glaube ich, einen Teil der Goldenen Krone kriegen. Man braucht hier alle 3 Teile der Goldenen Krone. Das ist halt einfach so ein Item. Und dann könnte man die geheime Endsequenz freispielen bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Aber eben da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Denke ich auch nicht mehr, aber zumindest mal Ultima. Das Ultima-Schwert ist auch schon ziemlich geil. Was ich noch machen will, bevor wir zu Xemnas gehen, ist die Ensem-Berichte. Da haben wir auch schon alle komplett, waren jetzt hier nicht so schwer wie noch in Kingdom Hearts 1 Final Mix. Aber ganz kurz alle 13 durchgehen. Ich glaube, so lange sind die sowieso nicht. Endlich ernte ich die Früchte meiner langjährigen Arbeit, denn die Welt, die ich verwalte, ist ein Paradies gediehen, welches den Namen Radiant Garden wahrlich verdient, ein strahlender Garten. Genährt von kristallklarem Wasser, der Quelle allen Lebens, blühen die prächtigsten Blumen und die Menschen begegnen jedem neuen Tag mit Hoffnung und Freude. Doch wo Licht ist, da lauert auch stets ein Schatten. Wie in meinem vorausgehenden Bericht angedeutet, muss ich unbedingt das Geheimnis der Dunkelheit des Herzens lüften. Die Geschicke meines neuen Paradieses hängen davon ab. Ich werde ein Experiment durchführen, um in die tiefsten Ebenen des Herzens vorzudringen. Einer meiner 6 Schüler, Xehanort, hat sich als Freiwilliger zur Verfügung gestellt. Er stand mir immer treu zur Seite, seitdem ich ihn vor Jahren vor dem sicheren Tod gerettet habe. Damals hatte er sein Gedächtnis verloren, aber in kürzester Zeit legte er eine ungeheure Wissbegierde an den Tag und sog meine Lehren geradezu auf. Seine gelegentliche Hitzköpfigkeit ist sicherlich nur auf seine Jugend zurückzuführen. Wenn ich mittels psychologischer Tests Xehanorts Herz erforsche, gelingt es mir vielleicht, seine tief im Inneren verborgenen Erinnerungen zu wecken. Aber ist er wirklich ein geeignetes Forschungsobjekt? Zweifelsohne sind seine Fähigkeiten von herausragender Natur. Vielleicht sind sie das herausragend. Vielleicht sind sie sogar überdurchschnittlich. Interessant war vor allem erwähnt er hier etwas von 6 Schülern. Ensem der Weise, es geht ja um Ensem der Weise, hatte also 6 Schüler. Von Xehanort wissen wir bereits, wir wissen ja auch, dass Ensem, der Sucher, der Dunkelheit, wie der Typ schon hieß, von Kingdom Hearts 1, ist ja quasi der Niemand von Xehanort. Und wir wissen ja auch, dass Xemnas, den wir gleich noch platt machen werden, ist ja... Warte mal, nee, Quatsch, Ensem ist ja der Herzlose und Xemnas ist ja der Niemand. Hey, da ist ja so, genau, so war es ja. Also, ein Schüler, soweit so gut. Wer waren die anderen 5 Schüler? Leben die überhaupt noch? Ich habe einen kapitalen Fehler begangen. Mein Studium der Dunkelheit des Herzens begann mit einem simplen psychologischen Test. Doch bald schon eskalierten die Dinge. Angestachelt von meinem jüngsten Schüler Yenso habe ich im Kerker des Schlosses ein gigantisches Forschungslabor errichtet. Hinter meinem Rücken dann rekrutierten meine 6 Schüler zahlreiche Forschungsobjekte und führten an ihnen gefährliche Experimente zur Dunkelheit des Herzens durch.
Als er davon erfuhr, rief sie sogleich zu mir und befahl ihnen, nicht nur sämtliche Forschungen angeblich einzustellen, sondern auch jedwede bisherigen Ergebnisse zu vernichten. Was mag nur meine geliebten Schüler gefahren sein? Kann es sein, dass, während sie eifrig das Mysterium der Dunkelheit in den Tiefen des Herzens zu ergründen versuchten, sie sich selbst in dessen Untiefen aus den Augen verloren haben? Dennoch bin ich der größte Narr von allen, denn ich war es, der all dies ausgelöst hat. Es steht uns nicht zu, in den Herzen anderer herumzupfuschen, egal, welch hehre Absichten wir auch hegen mögen. Die Erkenntnis meines schrecklichen Fehlers stürzte mich in eine tiefe Krise. Doch eines Tages kam ein Besucher aus einer fremden Welt zu mir und gab meiner geschundenen Seele wieder etwas Frieden. Ein kleiner König namens Mickey, mit einem sagenumwobenen Schlüssel in der Hand, dem mächtigen Schlüsselschwert. Es heißt, diese Waffe bringt in der Welt Gedeihen und Verderben zugleich. Er war auf vielen Gebieten im höchsten Maße bewandert und in unzähligen, angeregten Gesprächen vertieften wir unsere Freundschaft. Auf seinen Rat hin entschied ich mich noch einmal die in meinem Kerkerlaboratorium gesammelten Daten auszuwerten. Bei dieser Gelegenheit entdeckte ich die Ensign-Berichte. Doch aus meiner Feder stammte lediglich der Bericht Nummer 0. Die Berichte 1 bis 8 hatte er verfasst. Oh mein Gott, geht es etwa um die Berichte aus Kingdom Hearts 1? Final Mix, also auch Let's Played habe. Das Verderben ereilte nicht nur diese Welt, es bereitet sich auch auf etliche weitere Welten aus. In den Ensign-Berichten, die mein Schüler Xehanort unter meinem Namen geschrieben hat, okay, schon geklärt, fand ich die Aufzeichnungen seiner grässlichen Versuche, sowie eine Hypothese zu der Tür, die in der Dunkelheit eines Kerkers erschienen war. Alle Lebewesen haben ein Herz und alle Herzen tragen Dunkelheit in sich. Welten sind da keine Ausnahme. Wenn eine Welt eine Lebensform ist, dann muss sie über ein kolossales Herz verfügen. Die Dunkelheit in dessen Inneren muss wahrlich exorbitant sein. Ist Xehanort etwa durch diese Tür geschritten, um mit der Dunkelheit in Berührung zu kommen? Nein, nicht nur Xehanort. Allem Anschein nach haben auch meine anderen 5 Schüler in die Untiefen der Dunkelheit gestarrt und wurden von ihr vereinnahmt. Even, Yenzo, Break, Dylan und Aelus, sie alle haben aufgehört, Menschen zu sein. Auch mir wurde alles genommen und ich wurde in dieses Reich des Nichts verbannt. Was nur hofft Xehanort zu erreichen, indem er meine Existenz stiehlt? Wird mein Volk in Zukunft nicht mehr lachen? Wenn das Licht der Hoffnung erloschen ist, will ich fortan mit der Dunkelheit als Verbündete durch dieses Reich des Nichts wandeln. Dunkelheit inmitten des Nichts. Darkness in Zero. Von nun an soll mein Name also Dis sein. Interessant. Ich lege meinen Namen Ensem ab, der mir gestohlen wurde, und lebe für den Tag, an dem ich Rache nehmen werde. Oha. Ziemlich brutal, wa? Die Tage, die ich in meinem prächtigen Paradies verbracht habe, erscheinen mir jetzt unendlich fern, wie eine unwirkliche Illusion. Wie lange habe ich bereits hier zugebracht, in diesem Reich des Nichts? Nur mein Zorn und mein Hass haben mein Bewusstsein noch am Leben gehalten. Mein Selbstverständnis hier an diesem Ort, wo jegliche Existenz annulliert wird. Ich bin erfüllt von dem Hass auf meine Schüler, die sich der Dunkelheit hingaben, und dem Zorn auf mich selbst, der ich es zuließ, so hintergangen zu werden. Wird mein eigenes Herz nun von Dunkelheit zerfressen? Ich darf keine weitere Zeit verstreichen lassen. Was haben Xehanort und die anderen vor? Ich muss das Rätsel des Ensign-Berichte lösen und meinen Schülern Einhalt gebieten. Das ist meine Aufgabe. Der einzige Weg, meine Sünden wieder gut zu machen. Diese Wesen, denen ein Herz fehlt, die Herzlosen, sie müssen der Schlüssel sein. Sie sind die Verkörperung der Dunkelheit des Herzens. Verwunschene Schattengespinste, die Herzen anderer Lebewesen rauben, weil sie kein eigenes haben. Und sich auf diese Weise in Heerscharen vermehren. Woher kommen sie? Wohin gehen sie? 3 Elemente sind es, die das Leben bilden. Das Herz, die Seele und der Körper. Doch was wird aus der Seele und dem Körper, wenn das Herz abhanden kommt? Wenn die Seele den Körper ihr Gefäß verlässt, dann weicht das Leben dem Tod. Doch was, wenn das Herz entschwindet? Ein Wesen vergeht nicht, wenn sein Herz es verlässt. Nur taucht das Herz unweigerlich in die Dunkelheit ein. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Wenn ich noch länger in diesem Bereich verweile, werde ich die Antworten auf alle meine Fragen im eigenen Leib erfahren. Ist mein Herz doch bereits ein Gefangener der Dunkelheit? Ziemlich tiefsinnige Gespräche, was er so geführt hat. Also echt 13 Stücke, ja.
die auch mal ein bisschen kürzer, hoffe schon. In diesem Reich, in dem jeweilige Existenz setzt, wird es mir nur unter Mühen gelungen, meinen Verstand zu bewahren, indem ich nicht aufgehört habe zu denken und zu schreiben. In diesem Ort hat selbst die Zeit jede Bedeutung verloren. Die Ewigkeit erscheint hier wie ein kurzer Moment und umgekehrt. Ich muss mich beeilen. Mit Sicherheit setzen sie ihre Pläne bereits in die Tat um. Der Schlüssel zu diesem Rätsel müssen die Herzlosen sein. Die 6 Verräter ereifern sich darin, diese Schattenwesen zu produzieren. Nicht nur, dass sie reinrassige Herzlose aus den Herzen liebender schufen, sie begannen auch noch damit, künstliche Versionen dieser Wesen zu synthetisieren. Diese künstlichen Herzlosen sind markiert und sie taufen sie Embleme. Doch egal ob reinrassige oder Embleme, die Herzlosen sind alle allein instinktgesteuert. Sobald sie ein Herz aufspüren, rotten sie sich zusammen und bedrängen es. Die Befehle eines Menschen interessieren sie nicht. Sie rauben ihm hemmungslos das Herz und benutzen es, um sich zu vermehren. Aber was, wenn ein stärkerer Herzloser Befehle geben würde? Falls seine eigene Seele und seinen eigenen Körper aufgegeben hat und zu einem Herzlosen wurde, ist er dann vielleicht in der Lage, diese unkontrollierbaren Herzlosen zu kontrollieren? Würde er dann nicht versuchen, sich diese instinktgetriebenen Kreaturen zunutze zu machen? Da die Herzlosen nach Herzens streben, trachten sie immerzu nach größeren, stärkeren, was sie letztlich nach dem größten ultimativen Herzen streben lässt. Dem Herz aller Welten. Sicherlich sind das also Spekulationen, aber mir scheint klar, dass die Herzlosen einsetzen, um einen Weg zum Herz aller Welten zu finden. Ja, Kingdom Hearts, wa? Eine Entscheidung, die Dunkelheit als Verbündeten zu akzeptieren, hat sich als absolut richtig herausgestellt. Im Moment, in dem ich ruhigen Herzens nach vorne blickte, ohne die Dunkelheit abzulehnen oder zu fürchten, erlangte ich eine neue Kraft. Könnte ja von Riku stammen, der Satz. Eine übermenschliche Kraft, die Kraft der Dunkelheit. Xehanort und die anderen wurden wohl von ihr in den Bann gezogen und schließlich zu Gefangen dieser Kraft. Ich hingegen werde natürlich nicht zulassen, dass die Dunkelheit mich verschlingt. Ja, natürlich nicht. Mittels dieser Kraft habe ich einen Korridor der Dunkelheit gefunden, der dieses leere Reich mit Außenwelt verbindet. Noch ist es mir nicht möglich, nach Belieben zu reisen. Mein Exil hier sollte jedoch bald ein Ende haben. Um Xehanort, meinen anderen Schüler zu täuschen, habe ich mit Hilfe der neuen Kraft meine Gestalt verändert, bevor ich ins Reich des Lichts zurückkehrte. Wie ich es vermutete, ist Xehanort zum Herzlosen geworden. Weiterhin meinen Namen benutzen, befehligte die Herzlosen, hat bereits die Herzen vieler Welten geraubt. Im Zentrum aller gegrabenen Herzen thront Kingdom Hearts, das Herz aller Welten, aus dem er unvorstellbare Mengen an Dunkelheit extrahiert und mit dessen Hilfe er alles in ihnen zurück in die Dunkelheit schicken will. Die anderen 5 sind verschwunden. Sind auch sie zu herzlos geworden, so wie Xehanort? Oder sind sie vergangen, nachdem Xehanort sie ausgenutzt hat? Bei der Suche nach der Wahrheit stieß sich auf eine ungewöhnliche Wesenheit, zurückgelassene Seele und zurückgelassenen Körper, nachdem ein Herz abhanden gekommen ist. Wenn ein Herzloser geboren wird, verschwinden diese Wesen aus dem Reich des Lichts und ein andererorts als völlig neue Wesensform wieder geboren. Okay, das könnte so ungefähr zum Zeitpunkt von Kingdom Hearts 1 gewesen sein, wa? Während sie für Wesen geboren in Dunkelheit oder diejenigen, die ohne Herz sind, sehr praktisch sein mögen, so ist es für alle anderen mit Größen Risiken verbunden, die Korridore der Dunkelheit zu benutzen. Denn die Dunkelheit untergräbt das Herz. Der Suche nach einer Zuflucht vor ihnen, einem Ort, um meine Forschungen fortzusetzen, fand ich mich in Twilight Town wieder, einer kleinen ruhigen Stadt, angesiedelt auf der Schwelle zwischen Licht und Dunkelheit. Dort habe ich mich im Keller eines alten Herrenhauses eingerichtet, das hinter einem Wäldchen liegt. Meine Forschung im Verborgenen förderte eine neue Erkenntnis nach der anderen zutage. Wird ein Herzloser geboren, dann werden die Seele und der Körper, der zurücklässt, als eine neue Wesenheit in diese Welt hineingeboren. Im Gegensatz zu den Herzlosen besitzt diese einen Willen, und wenn ich auch nicht weiß, was sie wollen, so weiß ich, dass diese denkenden Wesen Chaos und Unheil auf die Welt bringen. Mein einziger Freund, der König und seine Ergebenen, kämpfen an der Seite eines Helden, der das Schlüsselschwert schwingt, gegen die Herzlosen. Eine neue Gefahr ist am Horizont erschienen. Diese neue Gefahr. Sie haben sich ironischerweise einen überaus passenden Namen ausgedacht. Diejenigen, die nicht existieren. Die Niemande. Die meisten der Niemande haben ihre menschliche Erscheinung abgelegt. Genau wie die Herzlosen. Aber die Niemande, die aus jemandem mit einem besonders starken Herzen hervorgegangen sind, haben weitestgehend ihr Äußeres beibehalten. Auch diese schändlichen Verräter scheinen ihr menschliches Erscheinungsbild beibehalten und sogar gleichartig um sich versammelt zu haben, um neue Pläne voranzutreiben. Die Organisation 13, bestehend aus 13 Niemandem mit meinen ehemaligen Schülern als Kerngruppe, hat sich in 2 Parteien aufgeteilt und geht irgendwelchen Forschungen nach. Warte mal, mit meinen ehemaligen Schülern als Mehrzahl.
Das heißt, die wir bereits besiegt haben, sind ein Teil davon, waren auch seine Schüler oder zumindest ihre Originalkörper. Um hinter ihre Absichten zu kommen, habe ich meinen ehemaligen Schülern als Kerngruppe habe ich mich auf den Weg zu dem Ort gemacht, in dem sich 6 von ihnen aufgefunden haben sollen. Dem Schloss des Empfallens, das in der Zwischenwelt der Reiche des Lichts und der Dunkelheit liegt. Okay, das ist also auch während Kingdom Hearts 1, aber auch noch während Chain of Memories oder Region of Memories. Oh man, so viele Texte, ganze Paket dafür drauf, ey. All manche nach habe ich mich zu sehr auf die Aktivitäten von Xehanort und anderen Versteifen von Ereignissen in ihrem Einflussbereich ablenken lassen. Der Kampf meines Freundes, der auszog, um das Reich des Lichts zu beschützen, ist inzwischen vorbei und Xehanorts Herzloser, der auf den Namen Ansem, jener, der die Dunkelheit sucht, hört, ist endlich besiegt. Yeah, das Ende von Kingdom Hearts 1. Der andere Schlüsselschwertträger, dieser Held, bereiste verschiedene Welten, versiegelte allerorts Schlüssellöcher und bezwang Herzlose. In der Zwischenzeit hat sich der König in das Reich der Dunkelheit gestürzt und gemeinsam mit dem Helden verschloss die Tür zu Kingdom Hearts in beiden Reichen aus, den des Lichts und den der Dunkelheit, was die schreckliche Gefahr unerschwellicher Dunkelheit bannte. Aber noch sind nach wie vor Herrscher von herzlosen Welten und der Organisation 13 sowie die niemande walten unberedenen Schatten. Tatsächlich ist die Welt noch in großer Gefahr. Ich muss einen Weg finden, diesen Feind zu bekämpfen, soll ich eine Tat sühnen und sogar meine Rache nehmen. Oh Mann, Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe mich also in das Schloss des Empfallens eingeschlichen. Es besteht aus 13 oberirdischen und 12 unteren Stockwerken und seine weißen Räume verwandeln sich in Erinnerungen ihrer Besucher entsprechend. Die Organisation hat hier Versuche zum Gedächtnis durchgeführt. Die Versuchsperson, ein Mädchen namens Namine, also während Chain of Memories, scheint über ungewöhnliche Fähigkeiten zu verfügen. Haben sie davor etwas aus diesen Fähigkeiten abzuleiten? Ich beschloss, mich nicht weit von den Belangen der Organisation ablenken zu lassen und kehrte zu meiner eigenen Forschung zurück, als heute ein neuer Besuch im Schloss auftauchte. Es handelt sich um Soa, den Bezwinger Ensems, in Begleitung seiner Gefährten. Und tief aus dem Untergrund steigt der Geruch der Dunkelheit auf. Offensichtlich sind alle Figuren in diesem Spiel jetzt auf dem Brett versammelt. Cliffhanger. Nein, Quatsch. Also, so Leute, meine Stimme versagt langsam, ein bisschen viel zum Quatschen. Ja, wenn dann jetzt halt den Rest ein bisschen durchscrollen, weil eben es leider doch ein bisschen viel. Also, am Schluss. Namen die befreit, sehr schön. Dann ist eine Hexe, Macht über die Erinnerungen anderer. Ja. Keine Nachsehen erregen, die Geburt zurückzuführen. Namen ist niemand, der entstand, als sich das Herz eines jungen Mädchens von deren Körper trennte. Aber es gibt keinen Herzlosen, der ihr entspricht. Das liegt darin begründet, dass dieses Mädchen eine Prinzessin war. Kairi. Bewohner von Reningard, mein Paradies, waren 7 Prinzessinnen, die als Stützen des Lichts fungieren. Und ohne einen Anflug von Dunkel in ihrem Herzen ging aus Kairi kein Herzloser von der Körper. Vergehen hätte müssen, verblieben im Reich des Lichts. Ah, okay. Denn niemand namens Namine mangelt es an 2 Dingen. Einem herzlosen Beweis, dass er ein Herz verloren hat, sowie einem Körper, der für die Wiedergeburt als niemand nötig wäre, was einen überaus instabilen Wesen macht und auch der Grund ist, dass ihre Kairis Erinnerungen fehlen. Weiter oben mag die Tatsache sein, dass Kairis jetzt in Dunkelheit übersiedelte. Lord suchte tief in Soas Herzen. Oh. Namen ist das alte Ego von Kairi, welcher direkten Kontakt mit Soas Herzen hatte, und daher war es ihr wohl möglich, seine Erinnerungen sowie die Erinnerungen aller, die mit ihm verbunden sind, zu beeinflussen. Krass. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wesen, das nicht existiert, denn sie wurde nicht einmal zu einem wahren Niemand und hat keinen Zufluchtsort. Sie ist ein schwindender Schatten. Ach du Scheiße. So wird er das im Schlaf. Okay, wird ein bisschen Region of Memories und Kingdom Hearts 2 der Beginn ein bisschen zusammengefasst. So muss man sicher aufbewahrt werden. Haben sie bringen, das haben wir auch mitbekommen. Namine. Fehlen hier doch fast alle Merkmale des Niemands. Haben die Hypothese aufgestellt. Name der genau insbesondere niemand zur Welt. So, das Schlüsselschwert ging das selbst einsetzen. So Kairi und sein Herz zwang, gleichzeitig ihre beiden Körper zu verlassen. Nehmen das Herz gestohlen wir, bla bla bla. Ach du Scheiße. Weil nicht Dunkelheit war. Der Grund für diese Anomalie sein. Mit Riku ist ein neuer Verbündeter aufgetaucht. Ah. Ja, also zusammengefasst, Namine ist sehr seltsam und Kairi ebenfalls.
dem Freund, wenn er mir von einer Rache abzubringen, das wird wohl Mickey sein, gerade erwähnt. Hat Dunkelapf gekämpft, genau. Twilight Town. Ja, okay. Stadt Travers, okay, gut, ne, ist was anderes. Mhm. Stadt Travers drauf. Tat. Ein Korridor dunkel angestellt. So niemand. Ah ne, es geht noch. Es geht um die Anfangsphase Kingdom Hearts 2. Also das sind eigentlich die Berichte, die Ansem schreibt, während wir noch als Roxas unterwegs waren. Sora ist unabdingbar, will ich mein Ziel erreichen. Reisen, um mich die Organisation zu besiegen. Ja, super. Bisschen selbstsüchtig der gute Ansem war. Sorry. Sein Herzloser war. Zurückblieb. Okay, jetzt geht's um Roxas und Namine. Ja, beide sind ein bisschen speziell, das wissen wir. Und Roxas ist Soras niemand, er blieb wieder zurück, der zum Herzlos gewordene Sora über Kairos Herz menschlicher Existenz zurückfand, nicht über sein eigenes. Wobei, wohlgemerkt, Sora als Herzloser sah wie ein normaler Herzloser aus. Das war ja gar nicht wirklich das Aussehen von Sora und so, da finde ich auch ein bisschen seltsam. Roxas fällt, ich muss in Daten umwandeln, mit Sora wieder vereinen. Okay, Roxas in Daten umwandeln, um mit Sora wieder vereint zu werden. Ja. Standorganisation rückt immer näher. Oh Mann, oh Mann. Morgen wird Sora erwachen. Was ist das Ende meiner von langer Hand geplanten Rache nimmt damit endlich seinen Anfang. Ach du Scheiße. Was? Also, Ansem, der Sucher der Dunkelheit, versucht die alles verschlingende Dunkelheit des Kingdom Hearts zu beschwören, das er aus den Herzen der Welten geschaffen hatte. Sei niemand, Semnes, aber hat ein Kingdom Hearts aus den Herzen der Menschen geschaffen und strebt nun die Vereinigung mit ihm an, dieser Narr. Roxas, Ansem, Namine. Die dürften eigentlich nicht existieren, sind die Perversionen ihrer Logik und dennoch existieren sie als Aussagen der Regeln. Ja, gut. Schon ein bisschen was über Riku. Was vorbei, sollen wir uns rücken, reading kann, würden leben. Die Menschen sehen, mein lieber König, mein lieber Freund. Ich glaube fest daran, dass diese Aufzeichnungen eines Tages in die Hände fallen werden. Wie gern ich mich wie damals unbeschön angerichtet mit dir unterhalten hätte. Ich war ein von Rache besessener Narr. Vergib mir. War tatsächlich, Freunde. So. Genug gequatscht. Ging viel zu lange. Keine Sorgen machen, noch ein bisschen länger. Genau, wir werden es natürlich schaffen. Es wird sowieso gleich eine Cutscene folgen. Was? Schon auf uns? Ja, wir sind auch stärker geworden, also ganz ehrlich. Ich meine, wir haben Sephiroth besiegt, also sorry, aber... Gut, Freunde. Das war's aber auch mit Vorbereitung, mit Ansem-Berichten und so. Jetzt geht's endlich mal los, wa? Ich bin ziemlich sicher, es kommt eine Cutscene. Die Zeit nutzt kurz, um was zu trinken und würde sagen, Ring frei. Get ready, Xemnas. It all ends here. Huh? So, it seems your hearts have led you to obliteration. Perhaps it doesn't pay to be too loyal to one's heart. I will have to be sure and remember that. No! We can take him on our own. Oh cool, Rico ist auch bei uns. Was, der schmeißt mit Häuser auf uns?
Und jetzt? Sind Sie richtig? Wo bin ich hier? Sam ist das ein bisschen übertrieben, Kumpel. Yeah, Mann, unser Ultima-Schwert. Ein cooler Endbosskampf. Wie kann ich da machen, der irgendwie den Kern reinzuschleudern? Einfach nur einmal draufdrücken, ja. Bisschen übertrieben. Rechter Zylinder, linker Zylinder. Hä? Was sind rechte? Ah, ist das hier der rechte oder was? Ja, okay, da ist der rechte, gut. Dazu ist er müsste irgendwie einen Energiestatus unterbinden oder so. Weil, ja, er ist halt in der Mitte, das sieht ungefähr so aus wie das Symbol da. Also, nein, nicht Symbol, sondern einfach das Teil da in der Mitte halt. Er hat ein bisschen, ja. Der Zylinder. Sagen wir so, es ist auch so der Zylinder, obwohl es eigentlich der Energiekern ist. Okay, Semnes ist irgendwie ein bisschen aggro, kann das sein. Freunde, ich würde sagen, das ist alles sehr interessant, aber wie es weitergeht, das gucken wir in der nächsten Folge uns an, wa? Oh Mann, ey. Und tschüss, Semnes. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye, bye.